Wil je weten wat het meint, Gott sie nun nicht missbrauchen? Ik freue mich, dat je op deze stad zijn, dat je met deze mensen top zijn. Ik wil best nog eenmaal zu ihnen sein, dat je bent op de rechte stad, je bent met de rechte mensen top. En je hangt ons verzekerd met den Gott te doen, wat du Himmel ihr geschaffen haben, wanneer du die Gott ist. En dat is waarom ik dat nog eenmaal verzekeren, je wel confirmingen en nog eenmaal weten laten dat we haben met de ganz wichtigste dingen te doen im Leben. En die worden ons leven voor immer veranderen. Ik freue mich actually voor jou, voor deze boodschap, wils ik weet dat van jou wat die leven ändern. En mij zitten doen, als die Jezus zei, go chance, als die niet zei, go chance. Ik weet van jou wat die leven voor immer veranderen. Wils Gott ist nicht ein ouder Gott, wat du hier schon mal reden deed. Gott ist ein Gott, wat du persönlich ist alle Tag. Besonders, wenn du und ich wollen. Besonders, wenn du und ich horchen, was du hast, uns zu sein. Ich danke dir, Jesus, für durch deine Wort, durch den Helden Jesu, von der wir uns taub sind. Ich danke dir, Jesus, dass du uns niemals einen Tag allein lässt, dass wir 100% sicher sind, dass von dir bist du hier bei uns, mit uns. Und dass dein Wort ist nie. Dein Wort ist frisch zu uns. Und ich bete, dass wir das wollen bloß sein. Ich habe diese Geschichte vielleicht mal vertellt. Ich vergesse über dem, wo ich Dinge verteile und wo ich nicht tue. Dann wird immer mal vielleicht ein Ding 10 Mal horchen, aber mir ist das über dem ein Don't geworden. Das ist ein Mann, ab ihrem Geschichte, by the way, was du viele Jahre passiert. In North Carolina, du wohnst in Mann in ein armes Haus, die hat eine Arbeit. Seine Arbeit ist, die wohnt dicht bei einem Riefer, und was der einmal tut, ist, du Steine zu lesen bei diesen Riefer. Und da sind alle Sorten verschiedene Steine, was der einmal zu lesen tut. Und dann bringt er die dicht bei sein Haus durch einen Shop oder einen Stuhl, wo die dann Jewelry merken, Ketten und Ring und alle Sorten Strom mit. Und du verkauft er seine Steine dann. Und der merkt nicht so viel Geld, dass er reich ist, aber der merkt so viel Geld, dass er überleben kann. Ein Tag dann sieht das Mann nur irgendwo an seinen Shop durch, der von ganz verprellt Shop. Und er sieht nur Worte, der fängt das nicht, und der fängt alles an anzuriemen und rüberzukleben. Und manchmal ist der Buben bei seinem Closet oder seinem Shop, der Buben ist der Shelf durch, der sticht ab und krippt ihn ab. Und dus alle Sorten verprellen, und der sieht du, dass der ganz hinger und prall ist, dus eine kleine Dose. Dann nimmt er sich die Dose und der weiß nicht, was du bist, der verjährt, was du bist hast. Der nimmt diese Dose, der stiftet auf, und als er die aufmerkt, dann sieht du einen grauten bleiben Stein bin. Und er hat keine Idee, was das für ein Stein ist, aber er denkt dort, lang dreh. Das soll 20 Jahre fertig, wo die diesen Stein mal gefangen hat. Aber der hat sich dann mal vorgenommen, einen Tag, wo die diesen Stein irgendwo verkaufen. Und ihr wisst, wie ein besonderer Stein. Die wissen nicht, wo das wird, wie viel Geld das wird. Aber wenn ihr ein paar $100 verkriegt, dann könnt ihr vielleicht noch mal erst eine Emergency bezahlen oder erst eine Bill, was ihr nicht könnt bezahlen. Das fällt am Fußspiel, das darf ihr mal verraten nennen. 20 Jahre drei. Und ihr denkt so, was weg mit diesem Stein? Und dann geht er in seinen Stuhl. Und dann wies er den alten Mann dort, was seine Steine da mal studieren hat, und der bekickt sich dem von dich bei und klappert ihn an. Dann bald rettet er seine Augen und seinen Müll zu klicken wie oben. Und das Mann fragt, was ist das? Und dann sagt er, weißt du, was du hier hast? Sagt er, no, ich weiß nicht, ich weiß bloß, das ist ein schmacker Stein. Und dann sagt er, ich kann noch keinmal Eier so einen großen, so einen dieren Stein sein. Und er weiß noch nicht, wie viel wird der ist, aber die fahren wieder und probieren diesen Stein zu verkaufen. Und das geht nicht lange, dann beiden die den $2,7 Millionen an für diesen Stein. Und das war von der ersten Tag der ganz geratste bleibe Sapphire-Stein, was er jemals in der Historie gefangen hat. Und das Mann hat ihn für 20 Jahre eins, wo ein Closet stehen gehabt, hing er sein Wichtigprall, ohne Stoff.
En er hat genug til mijn leven durchkomen. Aber een dag dacht ik, zo würde der nach mulchen eis verbrochen, om zich eis voor een slemme omstand uithalten, maar dat maar veel. Ik wil jullie van der wat vertalen, wat jullie wat nog einfach verkomen. Aber ik wil zij ieren zijn met dit, en ik bid God dat van der wil je niet bloos weer hieren. Willst du en ik, als Kinder Gottes, als Christen, wir haben einen Schatz, wir haben einen Treasure an uns Hort, was wir nicht weiten, wo wichtig das ist. Wenn du Jesus mal hast in dein Hort angelassen, wenn du Jesus hast angenommen, du hast von Jesus lassen deine Sinn wegwaschen, 3 Jahre, 3 oder 1 Jahr, 3 oder 10 oder 50 Jahre, 3. Ich kann wenig Menschen, die genug von Jesus vertellen und von wo viel die an ihr Hort haben. Und über dem sind ich angeworden, dass eben, das ganz wichtigste Ding, was wir in uns Leben haben, du vertell wie man immer das wenigste von willst, wir sind nu ein paar Stunden Hecke gekommen, wir haben nicht was Wichtiges zu vertellen, wir haben nicht was Wichtiges zu bereden, wir haben wichtige Dinge in uns Leben, was wir müssen beschäftigen. Und wir wundern uns, warum Dinge nicht schaffen. Wir wundern uns, warum uns Leben nicht schafft. Wir wundern uns, warum Familie nicht schafft. Wir wundern uns, warum Kirchen gehen. Wir wundern uns, warum nichts will schaffen. Und ich will Ihnen von der sagen, warum. Sei Karten, sei einfach. Wir haben das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, eher kompliziert. Als religiöse Menschen haben wir einmal so viele Dinge wichtig genommen und abgeschmiert. Und das war das ganz Wichtigste, dass du Leuten eins wohin verkommst, oder bloß du satten, wir weiten ja, dass Jesus wichtig ist, wir weiten, dass der viel wert ist, aber wo viel wert, haben wir noch keinmal wirklich utfangen. Und das ist einfach zu sehen, dass wir haben das Evangelium eher kompliziert und wir haben den Zentrumpunkt von alles mit einmal aus dem Zentrum rückgenommen. Jahren 3, und ich wünsche, ich brauche nicht von das vertellen, aber ich will mir durch Däumchen und auch die schwache Seiten von mir vertellen. Jahren 3 dann, als ich anfange zu predigen, dann wurde ich viel versuchen, sehr weise Botschaften zu stellen. Ich frage eine Vergebung für die von Ihnen, die mich dann müssen anhören. Weil ich würde mich versuchen, Botschaften zu stellen, wo ich wusste, ich hatte noch keinmal einer von ihr gehört. Wenn die mich in eine andere Kirche anladen, ich würde sicher merken, dass die für die letzten 5 Jahre wenigstens nicht von der Timer verteilt. Und wenn ich nicht wüsste, was die hatten, dann würde ich mich so eine Timer wählen von den kleinen Propheten, die sehr schwierig wären und sehr kompliziert wären. Dann würde ich probieren, eine schmacke Botschaft zu merken, dass die Menschen würden satten und horchen aus, was die hatten. Weil ich will was nicht, was besser predigen, was die dann hier hatten, als was die dann hier hatten. Und ich wollte sehr bald an, dass alles, was ich deed, als ich deed, das ganz Wichtigste am Leben, irgendwo ungefliehen mit Wort, was du nicht wichtig wäre. Oder mit Wort, was du lang nicht so wichtig wäre. Ich sage euch, dass du Dinge sind in der Bibel, was du nicht wichtig sind. Ich sage bloß, dass du ein Zentrum in der Bibel, du bist ein Zentrum, was du wichtig ist als alles andere. Und ich warte bald an, dass ich habe du ungeschmiert und ungedacht mit Dingen, was du gleich wichtig wären. Nu, ich will Ihnen was sehr Persönliches sein. Wann immer du die Bibel lesen lässt, mit der Idee, dass das irgendwo anderes wichtiger als was Jesus ist, dann hast du die Bibel kraftvoll auch verstanden. Lass mich das noch einmal klar merken. Wann immer du die Bibel gelesen hast mit den Augen, dass das ja wird, was du wichtiger ist als Jesus, dann hast du die Bibel auch gelesen, dann hast du den Autor von der Bibel und sie geschoben, die Dinge, die dort mehr geachtet als die Person selbst. Da kommt eine Zeit in meinem Leben, wo ich das ansage, da kommt eine Zeit in meinem Leben, wo ich mit einmal antworte, was ich deed. Ich höre ganz kurz ein jüdischer Rabbi, das ist ein Lehrer, was du die Bibel ganz kennt, die Tora ganz kennt. Nu, dass wir nicht mehr ein jüdischer Rabbi, dass wir ein Mann, was sich nicht bekehrt hat. Aber die kann das Alte Testament von Fernbad hängen und die kann das von Behandbad bieten.
Und die sagt, die westliche Christen sind nur, die Brücken werden steuert worden, sind ein bisschen stupid, sagt er. Und dann sagt er, weil sie haben so Angst für Gott, sie nur missbrücken. Das Gebot nicht nur zu fallen, wo das sagt, sie sagen, Gott, sie nur nicht missbrücken. Die haben so Angst, dass die Gott, sie nur mit einmal du wollen brücken. Wenn du nicht mehr zu tun hast, sagt er. Dann sagt er, weißt du, wo fährten David, Gott, sie nur irgendwo brücken, man von der Grünzen will, in das Halm, und der Grünz Gott ut, und der brück Gott, sie nur alle wehen. Und wir haben so Angst, dass wir Gott, sie nur bloß zu wollen brücken, wo das Heiligste von das Heiligste ist, wir wollen Gott nicht mit einmal da merken. Das heißt, weil ihr weiten, wo das meint, Gott, sie nur nicht missbrücken, wenn die in Christen an, und so leben, als wenn Christus nicht das Zentrum ist in ihrem Leben, das ist, was das meint. Because Jesus ist Jesus und du sind Christen an wie uns. Weißt du, von wo das Wort Christen herkommt? Das meint, dass du wie ein großer Christus und wir sind ein kleiner Christus, das ist nur Jesus. Wir wollen Jesus in Namen drehen, aber wir wollen Jesus nicht ins Zentrum merken von uns Leben. Wir wollen alle Sorten in Jesus in Namen tun, aber wir wollen die Answeich tun, oder wir wollen diese tun, was uns dort fehlt. Und er sagt, das war mein Gott in Namen missbrücken. Ich habe nicht fertig gehört, aber ich will es klar merken. Dus, in Offenbarung der Schrift in Offenbarung der Schrift Johannes, dessen Brief, und je weet, dus wordt in 7 Kjoakj een brief geschreven, en dat zijn dus dingen wat ons eenmaal meest doodgruwen, wat alles passieren wordt en so wieder. Was wir nicht mehr treisen, Offenbarung, der hat einen Punkt, ein Zentrum gedei, was ganz Offenbarung mit Holen wird. Und wenn ihr nicht weiten, wo das ist, dann gut lesen mal den ersten Vers in Offenbarung, wo Isaiah klar haben, wo das ist. Der sagt, das ist eine Revelation von Jesus Christus, das ist eine Offenbarung von Jesus, das ist, wo das ganze Buch ist. Wie haben das hier ever kompliziert? Aber anyways, die Schrift wird ein Brief geschrieben, nur 7 Kjoakj, ein von den Kjoakj ist Ephesus. Nur eine gute Kjoakj, eine feine Kjoakj, wo Paulus 30 bis 35 Jahre 3 hat mal im Brief angeschrieben, das ist eine gute Kjoakj, das ist nicht diese Dame Kjoakj, das ist Korinther. 35 Jahre lauter ein Schiff, der im Brief hat und sagt, ich kann ein Ding gehen, die feine Kjoakj, die gute Kjoakj, ich kann ein Ding gehen. Was wir können sein? Dat je niet genoeg Bibelversen uitwendig geleerd hebt, dat je niet fertig naar zijn Kjoakj gekomen, oder wat leeft es Gott jeen, de Kjoakj? Zegt bloß, ik zijn jeen, dat je han je eerste leven verloren. Ik zijn jeen, dat je han dort verloren, wat door de grond wie. Ik zijn jeen, dat je zijn ervan afgekomen, dat er eindig wichtige dingen kwamen, aus der persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das war ich jeen habe. Und diese Idee ist die ganz wichtigste Idee, die du jemals in deinem Leben hören. Ich will Ihnen hier was verlesen, was Spurgeon will sehen. Und das ist ein alter Theologe, der in den 17. Jahrhundert viel gepredigt und viel geschrieben hat. Und viele von unseren Predigern von der ersten Tag nach, die haben Theologie gelehrt von diesem Mann. Das Billy Graham und all diese großen Prediger, die sind von diesem Mann beeinflusst worden. Aber er sagt mal so steht, und ich will das hier mit Ihnen lesen, er sagt, ich wundere einmal, woran die nicht meid worden von meinen Predigen, sagt er. Weil ich da sechs nicht, als ob diesen einen Nägel ramschlagen, und ich habe den noch ganz bei dem Kopf angeschlagen, und ich bin mir recht nach der anderen Seite gegangen, und habe den angeschlagen, und alles, was ich nach einmal tue, als ob diesen einen Nägel ramschlagen. Was meint er damit? Er sagt, das fühlst du hin, er sagt, mit mir ist das ein Jahr nach dem anderen sessnisch aus Jesus. Sessnisch aus Jesus. Das ist alles von was die predigen. Ich sage, mir wundert, dass die nicht meint wollen von meinen Predigen, weil ich vertelle das von einem Ding. Und er vertelt zu so einem Menschen, die das Leben immer komplizieren und all diese religiöse Dinge immer tun. Und dann sagt er hier uns, dass er sagt, oh, je heilige Menschen, wenn die sind zurückgewaschen, dass die Jesus in die Genut auch nach einmal brücken, dann sind die selbstgerecht und die Selbstgerechtigkeit hat ihnen einen Grund gebracht. Ich wundere, warum das Mann so viel Einfluss hat. Aber das ist alles, was ich tue, ist, ob das ein Nägelraum schlug, wenn du Jesus heißt. Das ist alles, was ich tue. Ich kann nicht anders zu schreiben, ich kann nicht anders zu vertellen. Ich kann ein Zentrumpunkt, was mir wichtig ist. Und mir das leid für dich, wenn du über nie gedacht hast, dass die Bibel du wie ein anderer Hero welcher aus Jesus. Mir das leid, wenn du über nie gedacht hast, dass Moses oder David oder Daniel, all diese gute Männer Gottes oder
Eine früh oder ein Neues Testament, vielleicht Petrus oder Paulus, was die letzte Mission. Mir der leid, wenn du über nie gedacht hast, dass der wie ein Weg aus Jesus. Mir der leid, wenn du gedacht hast, dass die Bibel hat einen Thema, was du wichtig wie aus Jesus. So ist Sinn oder so ist befriedet Leben oder Familie oder Kjoakj. Mir der leid, wenn du gedacht hast, dass Himmel und Hell wie ein wichtig aus der eine Punkt, wenn du Jesus hat. Because das ganze Alte Testament, aber durch das ganze Neue Testament, die haben bloß einen Centerpunkt, das wies alle nach Jesus. Der Alte Testament wies nach Jesus, das Neue Testament wies nach Jesus. Jeder Schreiber wies nach Jesus, because die wollen haben, wir sollen dort eine Ding zu holen kriegen. Aber über die Jahre, dann habe ich mal einmal das, der einfache Grund, der einfache Botschaft von Jesus zu legen gelassen, und dann wird nicht habe ich wichtige Dinge zu sein. Ich habe bessere Dinge zum predigen. Und dann habe ich diese erste Leib, diese erste Gemeinschaft über das Leben gelassen. Und wir können nicht von verjährten dort, von den ersten Kapiteln in der Bibel, aber der letzte Vers in der Bibel, das redet bloß alle von dem Punkt. Und hör mal, was Paulus tut. Und der hat Eva, lest das bloß mal, und dann wollte ich das machen, aber zu der Kolosse sagt Paulus es steht, er sagt, seid ihr nun, dass ihr nicht verleiden lassen, der höhere Redensorten, wo nichts hängen ist. Hat ihr noch mal Angst, dass ihr ihn verleiden lassen von irgendwem? Wir haben nicht. Er sagt, seid ihr nur, dass ihr nicht verleiden lassen von höheren Redensorten, wo nichts hängen ist. Because dort ist immer die Gefahr, so ein Mensch muss sehr verstehen, verstehen zu reden, aber der hat nichts hängen. Der hat wieder das, der sagt, wo nichts hängen ist, und bloß von Menschen stammen oder von der ersten Welt. Und wenn ihr den Kontext in diesem Kapitel wollen lesen, wo ihr Ende redet nicht von Atheisten, redet nicht von so einem Menschen, die nicht an Gott leben. Der sagt, diese Menschen, die sich hoch reden können, das sind religiöse Menschen, die von der Bibel vertrauen. Lest den Kontext. Und dann sagt er, dass wenn die hohen Redensorten sind, wo du nichts dahinter ist, die kommen von Menschen oder von der ersten Welt. Und diese erste Welt ist nicht eine gute erste Welt. Das sind Demons, das sind böse Geister. Wisst ihr, dass Religion kommt niemals von Gott? Wisst ihr, dass Religion kommt von Menschen oder von böse Geister? Lest das durch. Die sagt, die von Menschen stammen oder von der ersten Welt, die aber nicht von Christus kommen. Wenn du was weiten, was hinter der höheren Redensorten, was hinter ist, was du wichtig ist, dann kick bloß nur Jesus. Wenn du was weiten, was die verleiden lässt oder nicht, dann fängt man an, was Menschen den Zentrum von ihren Reden oder von ihren Kjoakj oder von ihrem Leben merken. Because wenn immer Bücher oder Predigten oder Menschen irgendwas anderes zu den Centerpunkt merken als Jesus, dann hat er den Punkt vermisst. Because irgendwas merkst du immer zum Center. Und die Leben, und die Bibel, die don't. Und wenn du Jesus, wenn du merkst, aus den Solution für all deine Probleme oder für alles in deinem Leben, dann hast du Jesus nicht verstanden. Wenn du Jesus im Port von deinem Leben merkst, nicht den Punkt von deinem Leben, oder Port von der Bibel merkst, nicht den Punkt von der Bibel, dann hast du das auch nicht verstanden. Und dann bist du in der Gefahr, die verleiden zu lassen. Wenn du die Bibel lesen lässt, mit der Idee, dass die Bibel ist die Wahrheit, aber wenn du dein Leben sagen lässt und die lässt sie nicht von dieser Bibel, nur die Wahrheit, die Wahrheit und Leben lernen, wenn du Jesus ist, dann bist du in Trouble. Wenn du Gott sein Wort so ankickst, dass das Wort Gottes, wird nicht das Leben Wort Gottes erklären wird, wenn du Gott wie in der Wort Mensch, dann hast du ein Problem mit Gott sein Wort. Because es ist ein Zentrum zu all das. Dort hat Jesus, hör ich, was dir wieder sagen, verstehen. Dort ist so, sagt Paulus, in Christus wohnt alles, nicht mehr als alles, aber manch das Wort. In Christus wohnt alles, was Gott ist, ganz wirklich. Das hört sich mir so, der sagt den Menschen, das ist so. Okay? Warum sagt er so? Ich wollte ein paar Versen 3 nehmen, because der das Roots erklärt. Mir die Versen 3 und Vers 2. Hör ich, was er sagt. Paulus zu dieser Kjoakj, der sagt, mir ist es darum zu tun, dass die vom Horten mutig waren und ein Leib verbauen sind. Und ich möchte auch, dass die in ihrer Erkenntnis wachsen und fast waren. Sie, Paulus, der redet von allen Sorten. Nicht alles, was Paulus redet, ist schlecht. Nicht alles, was die Bibel redet, ist schlecht, wenn das nicht. Verstehe ich, was ich sage? Der sagt, mir ist das allerwichtig, sagt Paulus,
Aber dann geht du hin und sagt, ich will noch einmal ein paar lesen, ich mag auch, dass je in jener Erkenntnis wissen und fast waren, in Gott sein Geheimnis, dort ist Christus, immer besser kennenlernen. Wenn die wollen Gott sein Secret weiten, dann checken Jesus. Der sagt in Vers 3, Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis liegt wo? In einer Kjoakj, in einem Prediger, in gewissen Büchern, in einem Buch. Wo liegt Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis? Wer ist, wer sich Leute sind? In Christus. Wenn du was klug worden, wenn du was weiser worden als alle anderen Menschen in der Welt, oder in der Kjoakj for that matter, dann wirst du jemanden an Jesus sehen, wo deine Weisheit liegt, because du liegt die ganze Treasure von Weisheit und Erkenntnis an einer Person bin. Und dann sagt der Vers 4, because jetzt wird wir immer Angst haben, von verleiden lassen, nicht? Das sage ich, sagt Paulus, dass ihr nicht durch anscheinende vernünftige Reden verleiden lassen. Ich sage ihnen, wo das Zentrum ist, dass nicht all diese anderen Dinge wollen ihr Leben verleiden. Gott merkt das simpel. Wir haben nicht ein feines Deutsches Wort zum Simplicity erklären. Ich wünsche, wir hören, aber das viel mehr als Eefach. Eefach meint, dass wir eben nicht im Rahmen, aber das ist einfach simpel. Das sind nicht 100 Dinge, das sind nicht multieren Dinge, das ist eins. Und das ist nicht ein Ding, das ist eine Person, wo all diese Weisheit bin liegt. Und wenn einmal die ein wird andere in den Zentrum von der Bibel nennen, der ist dann, bist du in Trouble. Das ist, woran der sagt, dass es so, dass in Christus liegt alles, oder wohnt alles, was Gott ist ganz wirklich. Und dann jetzt wieder verstehen die sich, durch Christus, okay, mag das Wort nicht durch ein oder andere, aber durch Christus habt ihr das volle Leben in heute, dass mein Christus steht über alle Gewollten und Herrschaften. Braucht das klar sein, dass braucht ihr mehr Proof haben, dass du es nicht wichtig als das? Und all das andere, was die Bibel sagt, oder irgendwer sagt, dass du Rahmen, das hat nicht mit dem Zentrum zu tun. Und Paulus sagt das nicht bloß zu der Kolosser-Kjoakj, hör was er sagt zu alle anderen Kjoakj. Und ich wünsche, ich habe Zeit, die alle erklären, und ich wollte auch bitte viel Verse verlesen, bloß um den Punkt wiesen. Als die zu der Korinther vertalen wird, wie haben sie eigentlich den Korintherbrief genommen, um Uneinigkeit schaffen, und aus früher sollen predigen oder nicht schaffen. Wir haben sie eigentlich genommen, um sein, aus wo wir sollen Abendmahl haben, oder wo die sich sollen siegen zum Abendmahl haben. Wir haben hunderte und tausende Dinge mit dem Korintherbrief getan, wenn Paulus ein Ding will klar machen today. Und im Ende von alles, was ihr seht, ist ein Ding, was Paulus will zu der Kirche von Korinther sein, und das ist das. Very simple, ganz einfach, der sagt, keiner kann einen anderen Grund leihen, als der gleich ist, und das Wort. Kann ich sein? Du hast keinen anderen Grund zu leihen, du wirst niemals ein anderer Grund sein, du kannst es proben, was du weißt. Du kannst in der Zeit leben, wo du weißt, du kannst smart sein, was du weißt. Du bist kein anderer Grund. Du hast keinen anderen Grund zu leihen, der ist du all. Und es ist up to dir und up to mir, als wir uns Leben, du wollen Buben vertrauen. Das ist ein Grund. Und der Grund hat einen Namen. Der heißt Jesus. Ich würde Paulus zu der Kjoakj von Epheser sagen, wenn ich Zeit das erklären, aber wir wollen nicht in eine Small Group Papers Papier durchgehen. Ich würde Paulus sagen zu dieser Kjoakj, was wir alle zu einer Einigkeit und Glauben und Erkenntnis und Wort kommen. Und Gott ihnen sehen, right? Dass wir vollständige Menschen und Wort wollen. Right? In Christus. Oder dass wir vollständige Menschen in Christus sind. So wie was Christus meist alles bei uns Wort, nicht? Lest das mal. Wir wollen und tun muss nicht euch. Was Christus bei uns eint in alles ist. Worum haben wir daran gelesen? Worum wir in alle anderen Dinge mal immer wichtig zu uns ist das. Dann erklärt er Vers 14, war der Krieg, was er jedes Mal leert, wenn er von das vertelt, und sagt er, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen ihre Lehren unschmieren lassen. Weißt du, weiten, wo die Kost abholen für ihre Lehren, das sind nicht 1 Million Dinge, auch nicht 1000, auch nicht 10, das ist eins. Das ein Ding, das ist nicht ein Ding, das ist eine Person, die hat einen Namen. Die ganze Bibel von Fern bis Hing, die redet davon,
En ik wil wat u zijn is Kjoakj. Ik weet niet eens hier een praalklamp op die hafleien han. Wanneer je han dan goed den morgen moet bechecken. En dan denk mal aan hoeveel weer dat praal is wat je doet han. Keiner von uns sagt, dass das Prall ist, keinmal was wird gewasst oder das ist nicht wird, because das erstmal was wird gewasst. Right? Und vielleicht kann ich das nach einer 4 Wochen bringen, ist so verkeipen, ich weiß nicht, kann ich? Aber ich weiß sehr gut, dass das nicht das Wichtigste, was ich besetzen dann. Und so viele von uns, wir haben in Prallklampen in uns Leben, in unsere Kjoakjen, und wir haben all diese Dinge, die uns wichtig sind. Aber im Vergleich zu Jesus, rein jeder ein Ding, was du hast, oder jeder ein Ding, was du glaubst. Und ich wollte mit Fließes sein, dass ich das ist garbage, wenn du das mit Jesus verglichen ist. Und ich sage das du wenn Paulus sagt, kriegt das Salje zu der Kjoakj von Philippa, und ich will dort noch lesen. Paulus sagt das zu der Kjoakj von, zu der Philippa Kjoakj, kriegt es zu alles andere Kjoakjen in Bücher, wenn ich geschrieben habe, aber das sagt es zu der Kjoakj von Philippa. Philippa 3, Vers 8. Mehr aus dort sagt er, ich sei all dort an aus Schuden. Wenn ich das damit vergleicht, wo über alle Maßen viel wird, mir das ist, dass ich Christus Jesus als mein Herrn kann. Geht ihr das? Dass ich Jesus Christus als mein Herrn kann. Weil ich Christus Gott sie, sagt er, soll ich dort alle an aus Schuden und aus Dreck. Weißt du, was das Wort Dreck meint? Das meint das einfach Garbage oder Junk. Er sagt, was immer ich mit Jesus verglichen habe, er sagt, alles, all dort, ist für mich Garbage geworden, von dem ich Jesus kennengelernt. Er sagt, ich will nur Christus gewinnen. Das ist mein Goal, das ist mein Ziel. Und das ist der Geist, der die Welt geändert hat, das ist der Geist, der die meisten Menschen, so wie das wir weiten, was von der ersten Tag mal das Evangelium bekannt gemerkt hat. Das ist der Geist, der einen großen Part von der Bibel geschrieben hat. Der sagt, das ist ein Ding, was ich hier an sein, das ist einfach Jesus. Hör was der sagt, wenn die in Vers Eefach in Vers 10, der sagt, ich will diesen Christus kennenlernen in der Kraft, der ich von dort abstimmt. Das ist, was ich will kennenlernen. Das ist ein Thema, wenn die Paulus sitzt, bis auf diesen einen Nailraum durch. Eva und Eva und Eva und Eva und Eva. Und er hat den noch weit angedeutet, aber sein Ziel, sein Punkt ist, bis nachher der Welt ist einen Nail probieren zu treffen. Ich habe den so viel Mut gesagt, aber der schlägt nachher auf diesen einen Nailraum. Ich kenne eine persönliche Frau für die von der. Und das will ich die Frauen, als du jung in deinem Christenleben bist, als du die Kinder bekehrt hast, oder als du lange Lehrer warst, ich will die eine Frau fragen. Wovon Platz hat Christus in dein Leben gekriegt? Oder wo hast du den Hand gesagt? Hing ja wofür Prall oder Stoff oder Tiet hast du den bloß mal einmal dahin durch die Hand schieben? Und du weißt, du hast dort welches Band, aber du hast keine Idee, wer du da in dein Hort verwartet hast. Because ich wollte das sein. Wenn du jung in dein Leben bist und du wirst mal einmal über die Genut stoppen sein, dass nu halt wichtig zu lernen ist von Jesus, dann wirst du das missen. Oder wenn du ein Lehrer bist, wenn du viel zu den Menschen vertellen lässt, du kannst von allen Seiten vertellen, das ist gleich, was ich sage. Aber wenn du diesen Punkt wirst missen, dann wirst du den Menschen verleiden. Das ist keine Freude. Because wenn Jesus der Punkt von der Bibel ist, dann soll Jesus auch der Punkt von deinem Leben sein. Dann soll Jesus der Punkt von unserer Kjoakj sein. Dann soll Jesus der Punkt sein von unserer Zukunft. Right? Wir können über herum. Und wir müssen anfangen, die Bibel zu lesen durch die Brille von Jesus. Nu mag was ich sehe. Ich sehe nicht, dass die Bibel nicht zu brücken wird. Ich kann noch keinmal so sagen, weil die Bibel, die wies die ganze Jesus vom Fernbad hängen. Ich schätze die Bibel so sehr viel. Aber ich schätze die wenn die wies uns nur den Grund, nicht die Wahrheit. Die Bibel, die wies uns nur diesen einzigen Mutstück, was wir ins Leben haben. Dort wurde die Bibel viel schätzt. Und wir als religiöse Menschen haben Jesus einmal so kompliziert gemerkt. Weil jeder der hängt zu merken, please.
Weet je wat? Als religiöse Menschen habe ich eins mal gesagt, dass wir haben, wir brauchen all diese Dinge. Und wir müssen die ganze Bibel auswendig kennen, wir müssen all diese Dinge tun haben, aber immer wie Gott sein Willen erkennen von das Leben. Das ist ein Klima, wenn wir haben den Menschen gesagt, du musst eine Nudel siegen, und das sind großen Strohklampen. Und das sind großen Bäume von Tausenden Bäumen, du sollst die Probe eine Nudel zu finden. Weißt du was? Die Bibel ist uns nicht gegeben, dass Gott sich will verstärken, dass wir sollen Heiden go Sieg spielen. Wir haben die Bibel von fern bis hin und das up, dass Gott sich will offenbaren zu uns. Und von der ersten Blätter bis der letzte in der Bibel findest du, dass Gott kommt durch Jesus, der das up und der sagt, das ist was alles zu tun hat. Du brauchst gar nicht die Nudel siegen, man das ein Strohklampen. Jesus selbst ist der Strohklampen. Jesus, check bloß mal. Lees die Bibel mal durch den Lens. Und ich wollte nicht sagen, was meine, ich weiß nicht, es Furcht das rechte Wort ist, aber mein Besorgnis von der Smart ist. Mein Besorgnis ist, dass die das wollen annehmen, so nach einer Botschaft. Weil wenn du ein wichtiges Ding lernen in deinem Leben, dann wirst du das lernen, wo das Zentrum ist in deinem Leben. Ja, ich weiß nicht, was zu tun ist, wenn die denken an die Zukunft. Ich weiß nicht, was zu tun ist, wenn du denkst an dein Leben oder deine Familie oder deine Kjoakj, von wo immer die Horchen ist. Ich weiß nicht, was die mir Sachen fallen oder Ansachen fallen. Ich weiß nicht, was dein Worship-Team oder dein Prediger oder deine Lehrer oder deine Board oder dein Executive-Team oder was immer je für Lehrer. Ich weiß nicht, was die mir Sachen oder Ansachen fallen. Aber was nu soll ihr genug weiten, dann weiten es nicht sehr kompliziert. Zu weiten, was diese Kjoakj was tun, holen ist. Und eins wäre das auswendig. Okay, wenn ihr nicht kennt, dann wollt ihr dort verlesen. Because wenn du wirst weiten, wovon die Kjoakj du was tun bleiben, wenn alles ist vor dich ist, wenn du wirst weiten, wovon die Kjoakj du was vorstun, das nicht der, was den besten Prediger haben, oder der besten dit haben, oder der besten Jant haben, wenn du wirst weiten, wenn die Kjoakj du was tun, wenn alles vor dich ist, und wenn Regierungen gefallen sind, und Länder, Prophezeiungen sind zur Erfüllung gekommen, wenn du wirst weiten, was du was tun bleiben, dann kick nur das. Das, was Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18. Der verteilt zu Petrus. Und er sagt zu Petrus das. Und ich sage dir, du bist Petrus, sagt Jesus. Das ist Jesus in der Wehe zu Petrus. Er sagt, ich sage dir, du bist Petrus. Weißt du, was das Wort Petrus meint? Ob ein kleiner Stein. Auf Griechisch meint das Wort Petrus Petra. Das ist ein kleiner Stein. Und er wies nach Petrus und sagte, du bist Petrus. Aber dann sagt er, ab diesen Stein, wo ich meine Kjoakj bauen, aber der verteilt nicht von Petrus, dass der von den Steinen redet, wo die Kjoakj bauen, der redet von einem großen Stein. Das sind zwei verschiedene Wörter in Griechisch. Das erste ist Petrus, das ist ein kleiner Stein. Aber Jesus sagt, ich will nicht ab die Kjoakj bauen, ich habe keinen Lehrer. Der sagt, ich will ab diesen großen, dann braucht den anderen Wort Felsen, das ist ein Stein, das ist ein Eckstein, ein Grundstein, wo ein Haus wird bauen gebaut. Das ist, was das zweite Wort ist. Und dann wies er sich selbst. Jesus sagt, du bist ein kleiner Stein. Du wirst das nicht merken. Du wirst das nicht merken, eine Kjoakj zu holen. Aber dann wies Jesus sich selbst und sagt, ab diesen Felsen, ab diesen großen Eckstein, wo ich meine Kjoakj bauen. Und manche, das ist die einzige Bedingung, was das ist. Wenn ab den Grund gebaut ist, was dann? Dann wird er das nicht merken, nicht? Aber was sagt das? Der sagt nicht nur, der Todesgewalt. Ab Samuel sagt er, die Porten von der Hall. Das meint die geradste Kraft, was so in einer Hall hat. Und das Wort ist über niemals, die wollen niemals überhaupt nicht über die Kjoakj. Und wir hocken und wir fragen und wir denken so, was muss passieren, dass wir das wollen durchsagen? Wir haben das complicated, wir haben das überkompliziert. Das sind nicht 10 Dinge, das sind auch nicht 2, das ist 1. Das ein Ding ist eine Person, die hat vernommen. Und ich will uns von der Mut merken, dass wir nicht verjährten, dein Leben, deine Hoffnung, und alles, was du hast, und alles, was du träumst, und alles, was du denkst, auf diesen einen
Grund zu sagen. Because das ist das Einzige, was dort stehen bleiben. Aber das ist auch der einzige sicher, ganz sicher. Because das ist, was Himmel ihr gemerkt hat, das ist, was die Zukunft von seinen Hängen hält. Und der wird stehen bleiben. Während ihr Ihren Taumerken abstehen, würde ich gleich mit Ihnen zu beten von Läwens Kjoakj. Jesus, ich sage, so bitte ich wenig dankbar für dein Wort, was du Leben bringt, und dein Wort, was du Hoffnung und Mut und Frieden bringt. Ich bin dankbar für, dass wir können lernen und dass du zu uns reden, der ist jeder Tag, wenn wir das beschließen. Und von der Morgens danke ich dir für hier persönlich sein und zu uns reden durch den Heiligen Geist, durch den geschriebenen Wort, und dass wir können die sein. Und ich bete, Jesus, wenn hier Sonne sein von der Morgens, der haben ihr Leben noch keinmal die Leuten haben, dass die was enthalten zu vertrauen. Ich bete, dass die wollen, dass du kommst, wo die 100% vertrauen, dass du bist alles, du bist der Alpha und der Omega, du bist der Anfang, das Ende, du bist alles dazwischen. Ich bete für die von uns, die länger sind, und die in der Recke waren, wie anerkennen, dass wir Gott seine Kinder sind, dass die uns verschhalten, nicht über die einfache Genug, die einfache Botschaft von dem Zentrum über zu checken, dass wir wollen immer weiter durchkommen und mit die Top die Dinge tun, was wir tun, die Dinge träumen, was wir träumen. Und wir wissen, dass du hast große, gewollte Dinge in der Zukunft für diese Kjoakj, für diese Kolonie. Und wir freuen uns, dass wir das nicht brauchen allein tun, dass du was mit uns tun und dass wir das fertig haben, mit die Top diese Dinge zu tun. Wir danken dir, wir preisen dir und wir ehren dir für wer du bist, Jesus. Uns habt eine große Freude, dass du von der gewählt hast, mit uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Mut merken, dann würden wir gleich noch diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je und best wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seine anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind für alle Menschen. Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens Topklack 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute Leben Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg top kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir top zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen schlecht Part zu sein von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die dessen subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, was die dort anwollen.